Liebe Gäste, der Genussherbst in Safhaus Visladis ist schon Tradition und findet immer im September und im Oktober statt. Mit einem täglich wechselnden Programm, das alle Sinne anspricht, möchten wir mit Ihnen zusammen die wunderschöne Jahreszeit in den 3 Dörfern, aber auch am Berg feiern. Zu diesem Anlass werden die Dörfer kunstvoll mit über 10 Tonnen Stroh und 15 Tonnen Kürbissen von vielen fleißigen Helfern liebevoll dekoriert. Auch die Restaurants in den Dörfern nehmen sich dem Thema Herbst an und bieten während des Genussherbstes verschiedene herbstliche Gerichte an. Dabei kommen natürlich frisch geerntete und regionale Produkte wie Wildspezialitäten und Süßspeisen vom Apfel bis zur Zwetschge aufs Teller. Was gibt es Schöneres als eine wohltuende Massage nach einer wunderschönen Herbstwanderung? Unsere Wellnesshotels haben ein großes Angebot, das Sie auf alle Fälle nutzen sollten. Zum Herbst gehören traditionell auch ein Almabtrieb und ein Erntedankfest dazu. Diese Veranstaltungen sollten Sie in den jeweiligen Dörfern auf alle Fälle besuchen. Mit dabei sind auch die Musikkapellen und kulinarisch werden Sie von den Ortsbäuerinnen verwöhnt. Ein besonderes Highlight im Genussherbst ist das Traktoren- und Oldtimer-Treffen. Bestaunen Sie die vielen verschiedenen Karossen und genießen Sie das dazugehörige Rahmenprogramm. Theaterbegeisterten können wir den Theaterherbst in Vis empfehlen. Verschiedene Theaterstücke werden von verschiedenen Theatergruppen im Kulturhaus in Vis aufgeführt. Hier ist sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei. Nicht nur in den 3 Dörfern, sondern auch am Berg wird der traditionelle Genussherbst gefeiert. Reinhard von den Bergbahnen befindet sich am Lazid und gibt uns einen Überblick über das Angebot am Berg. Liebe Gäste, auch ich darf Sie recht herzlich zum Genussherbst bei uns in der Region Safhaus Visladis begrüßen. Nicht nur im Dorf, sondern auch in den verschiedenen Bergrestaurants warten zahlreiche Leckerbissen und natürlich vieles mehr auf Sie. Lassen Sie sich mit herbstlich-tirolerischen Gerichten verwöhnen oder besuchen Sie einen unserer Kochkurse, wo Sie sicher das eine oder andere Küchengeheimnis mit nach Hause nehmen können. Wir befinden uns heute im Restaurant La Sida auf ca. 2350 Metern. Walter, was gibt's denn heute Gutes? Ja, bei uns gibt es heute was Typisches. Wir kochen heute Krautspätzle. Ja, ich sage nur Mahlzeit, aber wir werden jetzt ins nächste Restaurant schauen, was dort so alles geboten wird. Wir befinden uns mittlerweile beim Restaurant Leitewirt, wo uns Küchenchef Christian nun eine echte Tiroler Gerstl-Suppe zubereiten wird. Schauen wir uns das gleich an. Ja, abwechselnd in den Restaurants La Sida, Leitewirt und in der Schalveralm können Sie unseren Köchen über die Schulter schauen und natürlich selbst Ihre Finger mit ins Spiel bringen. Erfahren Sie Näheres über unsere regionalen Schmankerln, genießen Sie heimische Wildspezialitäten oder bereiten Sie sich einfach Ihren Kaiserschmarrn selbst zu. Für alle Kunstliebhaber haben wir nun einen besonderen Tipp. Dazu aber mehr bei unserer nächsten Station. Wir befinden uns mittlerweile im Restaurant Bergdiamant, wo Sie zahlreiche Kunstwerke heimischer Künstler bewundern sowie viel Wissenswertes bei verschiedenen Vernissagen erfahren können. Künstler aller Art werden Sie hier antreffen, die natürlich auch vor Ort ihr Können unter Beweis stellen werden. Genießen Sie im Anschluss Köstlichkeiten aus unseren Wäldern oder herzhafte Süßspeisen. Ja, liebe Gäste, wie Sie sehen, es ist jede Menge los bei uns in der Region Safhaus Visladis. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem aktuellen Genussherbst-Wochenprogramm, das Sie an unseren Seilbahnkassen erhalten.